Moie leiwale Goeten, mein Numm ass Jerome Lulling, an lo léiere ma e bësse Lettzebuerch. Am ménger Rubrik Retro weisen ich cho ëmmer nees Interviewen, Reportagen iwwer még Abechten. An wann der op den Artikel Jerome Lulling am Wikipedia geht, am Lützeburgsche Wikipedia, da fand dëse ganz flotten Artikel, Spellchecker 2001, Artikel op Luxemburgensia oder Luxemburgensia, echte Spellchecker fir Lützeburg, an das ein Artikel aus dem Lützeburger Land. Da weisen je stehen lo, voilà, ajassen, an das Lützeburger Land vom 13. Juli aus dem Jahr 2001. Und das war für mich ein ganz wichtiger Artikel, weil das Lützeburger Land war an ass auch haut immer noch eine Referenz gewesen. Und ich gouf do vom Journalist Romain Hilgert interviewt, an da weisen ich stehen lo mal. Do, wenn der Computer Bechamels Zoos kennt, der nationale Mr. Spellchecker Jerome Lulling. Voilà, wenn der Computer Bechamels Zoos kennt. Und dann nur der Hai, ja, Freitag den 13. Juli 2001 und auf Freitag den 13. Tipptopp. Boah, dann manchmal Lomomi groß, dass man da doch lesen können. So. Wenn der Computer Bechamels Zoos kennt, das Projekt zur Entwicklung eines Computerkorrekturprogramms für Luxemburgisch wurde um ein Jahr verlängert. Der Erfolg einer Testversion im Internet zeigt das Interesse an einem Korrekturprogramm für Luxemburgisch. In der Einführung eines Kolloquiums über die luxemburgische Sprache Ende nächsten Monats auf dem 34. Kongress der Societas Linguistica Europea schreiben Frau Fankennel und Nübling selbstbewusst: Aus linguistischer Sicht ist das Luxemburgische als eine junge westgermanische Kleinsprache zu betrachten, die seit einigen Jahren einen intensiven Emanzipations-, Ausbau- und Standardisierungsprozess erfährt. Siehe zum Beispiel die Orthographiereform vom August 1999. Damit einher geht ein beträchtlicher Zuwachs des Luxemburgischen in der Literatur und an Präsenz in Medien, Politik und Schulen. In linguistischer Hinsicht handelt es sich um die am wenigsten erforschte germanische Sprache. Boah, was ich dazu sagen, also ich war immer immens froh, dass ich dem Herr Schanen sing Abesten hat. Mehr effektiv aus dem deutschen Sprachraum gab zu dem Zeitpunkt nicht ganz viel, leider nicht ganz viel. Da hat sich natürlich alles geändert. Zurück bei Eisenartikel, Hannecht bei Eisenartikel, als eine der neuesten Etappen in dem beschriebenen Prozess wird nun sogar an einem Korrekturprogramm, einem Spellchecker für Computer gearbeitet, das in einem Textverarbeitungsprogramm wie Word von Microsoft die noch zahlreichen Rechtschreibfehler der Luxemburger verbessern soll. Das Projekt Cortina, Correction orthographique informatique appliquée à la langue luxembourgeoise, wurde im Juni letzten Jahres in Zusammenarbeit zwischen dem Centre de Recherche Publique Gabriel Lippmann unter Leitung von Pierre Mussel und dem Conseil permanent de la langue luxembourgeoise CPLL unter der Leitung von Georges Wirtchen begonnen. Derzeit ist das Christlich-Soziale Kultur-, Hochschul- und Forschungsministerium alleine zuständig für das Projekt, nachdem sich während des ersten Jahres auch das liberale Erziehungsministerium beteiligt hatte. Soeben wurde das im letzten Monat ausgelaufene Projekt bis Juni 2002 verlängert.
Dabei gibt es bekanntlich nichts Neues unter der Sonne. Die hauptstädtische Firma Silis SARL hatte in den 80er Jahren das vorübergehend vom Staat und Gemeinden eingesetzte Textverarbeitungsprogramm Epistol-PC und Interscript Epistol-PC entwickelt, das mit einem Wörterbuch und Korrekturprogramm in Luxemburger Sprache warb. Siehe Land vom 29. November 96. Die Arbeiten an dem Korrekturprogramm werden dadurch nicht einfacher, dass das luxemburgische Eigenarten besitzt, welche anderen germanischen Sprachen fehlen. So soll der Spellchecker, können, was die meisten Luxemburger beim Schreiben nicht beherrschen, die Eifeler Regel. Sie besagt, dass das N am Ende der Wörter verschwindet, je nachdem, mit welchem Buchstabe das folgende Wort beginnt. Ein Unterschied also zwischen einem neuen Zong und einer großen Kurve. Diese Funktion, die über die einfache Rechtschreibkontrolle hinausgeht, wird zwar von dem luxemburgischen Korrekturprogramm erwartet, aber das englische Korrekturprogramm von Microsoft weiß beispielsweise nicht, ob es Orange oder an Orange heißt. Ein wenig Pionierarbeit wird schon von Informatiker Yannick Durand verlangt. Anfangs glaubte man, die Eifeler Regel als einfachen Algorithmus einprogrammieren zu können. N vor Vokalen und NDTH und Z, aber schnell musste man feststellen, dass es jede Menge Ausnahmen gibt, also mussten sämtliche Wörter indiziert werden. Eigentlich könnte diese Indizierung automatisiert werden, indem man den Computer die Häufigkeit des Gebrauchs des N am Ende der entsprechenden Wörter in luxemburgischen Texten messen lässt. Aber dafür ist die zur Ausarbeitung neuer Wörterbücher zusammengetragene Sammlung geschriebener und gesprochener Texte des Conseil permanent de la langue luxembourgeoise mit 1,5 Millionen Wörtern noch zu gering. Also indizierte ein Praktikant aus Trier, Johannes Kiel, die Wörterliste des künftigen Korrekturprogramms von Hand. Bon, das ist nicht ganz richtig. An der Johannes Kiel hat auch reagiert, an einen Leserbrief geschickt, der wurde auch publiziert. An hin gewiesen, wie man Hilfe von selbstlernenden Algorithmen geschafft wird. Ausgangsmaterial des Spellcheckers war eine Liste von 48.000 Wörtern des Conseil permanent de la langue luxembourgeoise mit einem Eifer, der ihn inzwischen zum heimlichen Mr. Spellchecker der Nation werden ließ, hat der Linguist Jérôme Lulling sie nach der reformierten offiziellen Rechtschreibung korrigiert und auf inzwischen 75.000 Wörter ausgebaut. Dabei handelt es sich nicht um 75.000 verschiedene Vokabeln, denn in einem Korrekturprogramm müssen Verben in verschiedenen Zeiten und Personen, Substantive in Einzahl und Mehrzahl und verschiedenen Fällen gespeichert sein. Eine Testversion des Programms wurde im Frühjahr sogar schon auf Internet gesetzt und erwies sich gleich als Erfolg. Zu Hause oder am Arbeitsplatz verbesserten Luxemburgisch Schreibende insgesamt 230.000 Wörter, obwohl nicht intensiv für das Projekt geworben wurde und die Online-Korrektur noch relativ umständlich und zeitraubend ist. Dieser Erfolg zeigt, wie groß die Erwartungen in der Öffentlichkeit sind und setzt die Initiatoren unter Druck, ihr Programm auf den Markt zu bringen. Geplant ist ein Zusatzprogramm, das auf CD-ROM gekauft oder gegen Gebühr über Internet heruntergeladen und in Word für Windows von Microsoft installiert werden kann, so wie es bereits Programme für andere Sprachen oder Fachwörterbücher für Word gibt. Wie der Vertrieb organisiert wird und was der Spellchecker kosten soll, ist noch nicht geklärt. Soll er rentabel oder populär werden? Offen ist auch, ob es ihn auch für andere Betriebssysteme wie zum Beispiel Macintosh geben wird. Derzeit läuft das Testprogramm mit 48.000 Wörtern online. In den nächsten Wochen sollen die auf 75.000 Wörter erweiterte Liste und auch die Kontrolle der Eifeler Regel zu Testzwecken über Internet zugänglich werden.
Korrekturprogramme anderer Sprachen haben meist zwischen 100.000 und 150.000 Wörter, aber es geht weniger darum, ein Maximum an Wörtern einzugeben, als ein Optimum herauszufinden. Wenn ein Korrekturprogramm zu viele Wörter enthält, werden Rechtschreibfehler immer häufiger mit entlegenen Begriffen verwechselt. Dabei kann das deutsche Korrekturprogramm von Microsoft nicht einmal zwischen dem richtigen und falschen Gebrauch von Maße und Masse wieder und wieder unterscheiden. Ein Korrekturprogramm stellt eine entscheidende Etappe zur Normierung des Luxemburgischen dar, weil es einerseits die individuellen Fantasierechtschreibungen ausgrenzt, aber auch, weil es die lokalen Varianten zurückdrängt. Auch das reichste Land der Welt bringt wohl kaum Korrekturprogramme für Misseler und Dunkelzer auf den Markt. Doch sollen in der Regel wissenschaftliche Wörterbücher eine Sprache normieren, denen sich dann technische Hilfsmittel wie Korrekturprogramme anpassen. Hierzulande kommt es aber nun dazu, dass die Arbeiten des Conseil permanent de la langue luxembourgeoise an einer Generation neuer Wörterbücher zwar begonnen haben, aber naturgemäß länger dauern als die Fertigstellung des Korrekturprogramms. Manche Linguisten befürchten deshalb, dass das Korrekturprogramm vor den neuen Wörterbüchern auf den Markt kommt und sich in der Praxis so schnell durchsetzt, dass sich die Wörterbücher nur noch der Schreibweise des Korrekturprogramms anpassen können. Denn entgegen anderslautenden Behauptungen besitzt auch die vor 2 Jahren reformierte Orthographie noch manche Grauzonen. Besonders vertrackt ist beispielsweise der im Luxemburgischen sehr flexible Umgang mit Fremd- und Lehnwörtern. Schreibt man Bechamels Sauce, Jeeps, Jeepspneuen, Projets de Loin, wirklich so? Auch die Reform von 1999 klärt nicht verlässlich, wann beispielsweise ein französisches Wort so weit eingebürgert ist, dass es statt der Original eine verluxemburgische Schreibweise bekommt, die Entwicklung von Parapluie bis Präbeli. Seit der Sprachenklausel des neuen Nationalitätengesetzes befürchten ganz misstrauische Linguisten aber auch, dass sie im nationalen Identitätshimmel missbraucht werden sollen, um die Instrumente zur Normierung und Automatisierung der staatlichen Einwanderungspolitik zu liefern. Wow. Ja. Dat hun ich demos tatsächlich alles dem Romain Hilgert gesot. An ech mengen dat war net so ganz gescheit. Dazu kann ich lo viel soen, man bis das schon so viel Minute lernst. Also interessant das sei dass ein Laptop an ja die waren demos schrecklich teuer. Ich weiß nicht noch, wo die Foto da gemacht gouf an och dass ich ein T-Shirt mit meiner Internetadresse jeromlülling.com unhat. Ich meine, das absolut gut ankommen. Aber das ist in anderem gewirrscht, weil an einer Reihe Zeitungen die Internetadressen einfach falsch stehen oder auch, weil man ja auch am Artikel gesehen haben, dass der teilweise ganz komplex wo war dat do dat kann jo kimmensch crpgl.lu / und dann seg Weltdurant / kocht dat war gut gemengt méi do hätte sich einfach von nu van go sollen op en ordentliche Numm engem ech hat Spellchecker.lu fir geschloen méi mehr oder ke gegleft wie immer an sie hun daneben do einer Propositionen gehabt zum Schlussmensch war Lippmann.lu / Cortina oder so. Boah. Also für mich war das immens wichtig, weil das war nur im Studium. Ich war nach am Studium schon meiner Doktorthese auch noch geschafft. Und ich war
ziemlich schaufrig, dass Merlo den ersten Online-Spellchecker ausgeschafft und Prototyp okay, aber ich war absolut überzeugt, dass es dann auch an die Richtung wird weitergehen. Und da habe ich mich aber farzig geirrt. Weil nur meiner These war der Jerome out. Und da hat sich auch nie mehr so richtig etwas geändert. Voilà. Schut, ich hätte noch Grammarchecker proposiert, Synthese-Vokal, Reconnaissance-Vokal, Loma 2021 und das ist immer noch nicht da. Boah, ich schuge schon Pension. Das ist dafür die nächste Generation. Den Journalist, das war der Romain Hilger, der von der Informationen. Ganz interessant, auch das Remark. Der Romain Hilger hat die Übersetzung Sparweg für den Internet erfunden, die auf Wikipedia gebraucht wird. Ja, am Platz Internet. Ich hatte hin auf seiner Internetseite Sparweg durchstehen, für Web. Und es sind halt noch Leute, die das so, mich mengen die meisten Leute, die schwätzen halt von Réseaux sociaux oder Internet immer noch. Aber ein Flott-Initiativ. Und dann das Foto, ja, da ist ein bisschen mit traurig. Die hat den Martin Linster geknipst. In ist leider den 22. Oktober 2017 gestorben. Und er hat einen ganz flotten Stil für Fotos zu machen. Wir hatten die hier gemacht. Das ist bei den Archiven, ja, an der Stadt. Hast du dann den Hellesgeest-Plateau, das stimmt damals noch alles nicht da. Wenn der Hai rauf geht, da kommt der Hai so bei die Trab. Ich weiß nicht, weil das war die dorten Trab. Und irgendwo da, so ist dann der Jerome mit seinem Laptop. Und dann haben wir Hai ein super schöne Vue. Ja, also ich hatte gehofft, gerechnet, dass das dann so an die Richtung wird weitergehen, aber das war definitiv nicht der Fall. Da nur aus mal ein paar Jahre lang der Showmatch kommen. Aber das erzählen ich alles ein anderer Kehr. Und scheinbar etwas Flottes, ja, das ist der Martin an nach einem von seinen Fotos. Ja. PS und voilà. Und das war es auch schon nicht. Nach viel mehr so Übungen fand auf meiner Internetseite exercice.lu, Theorie dazu fand auf grammaire.lu, ich bin auch auf Facebook und auf YouTube, an die Bücher, mit denen ich die Sendungen präparieren, Verbentabellen auf Lützeburgisch an 170 Witze auf Lützeburgisch. Vielmals merci für Ihre Aufmerksamkeit, bis hoffentlich geschwind. Au revoir.